Matthias Göritz. Traumschrift Händel. Zu viele Antlitze hast du gesehen, Bälle dir angehängt, Perückenpuder und Kerzenlicht, im Anzug befindliche Inszenierungen, Königsjungfern, die Zeremonie der Verbeugung vor Ministern, Kammerjunkern, den Adelsgreisen vom Hof, Parlamentariern anderer Mumienordnung, vorzügliche Repräsentationskunst. Eingewickelt haben sie dich mit ihren Pfunds, ihren höflichen Noten der Schrift, jenen Glückshormonen des grad sich in Mode befindlichen, während nebenan auf dem Haymarket bereits eine neue alte Oper gespielt wird, Die Bettler, sie ist nicht von dir. Du stürzt dich wieder auf Geigen und Kontrafagotte, Musik, die Einzelfarben der Holz- und der Blechbläser, die steigen auf, Himmel, nein, flusswärts, Rettung verheißend, als maltest du eine andere Landschaft. Hätten wir einen Augenblick Zeit gehabt, diese Welt zu begreifen, was für ein Fest wäre das geworden, was für ein Schluss. Er hätte uns aufgehoben, trotz seiner dreimaligen Wiederholung, zweimal vor, einmal nach dem Abendessen, am Anfang für immer. Hätten wir einen Augenblick Zeit gehabt oder einen Ort, die Klangwelt der Wassermusik zu bewohnen, die Sagenwelt, Londons Fluss damals zu verbinden, jene Folge von Tänzen mit Tod und Händel mit Not. Gäbe es nach den Maskeraden des Vergänglichen, in denen wir auf dem Haymarket tanzten, jene Wetten auf Hähne, jene Ausschreitungen des englischen Jahrmarkts am Bartholomäustag, Puritaner gegen alle vortrefflich Besoffenen, Puritaner und Nicht-Puritaner. Jene Ausschweifungen in der Oper gegen Queen Annes Verdikt während der Szenen im Saal nicht zu ficken. Gäbe es winters ein Licht, ein Kristall vielleicht, in dem wir uns brechen, an dem wir uns halten könnten, wie weiter südlich ans Auftauchen einer anderen Jahreszeit. Zeit. Hätten wir sie, was könnten wir tun? Wir könnten wandern in einer zerplatzenden Welt als Maden und Würmertrauben aus den Ritzen der Augen, den Ecken in unserem Gesicht. Wir könnten glauben.